Dankeschön. Merci vielmals. Ja, und Sie sind sicher eifersüchtig, dass Sie nicht hier mit uns in dieser gemütlichen Runde sitzen. Das ist ja etwas vom Schönsten, oder? Wenn man zusammen kann jassen, vielleicht gibt es vorher noch ein feines Essen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das gerne mache. Freunde einladen, etwas Feines kochen. Gut, das ist heute nicht mehr so einfach, habe ich gemerkt. Heute hat ja jeder irgendwelche selbstlose Verzichte, die er macht, oder Intoleranzen. Der eine ist gerade vegan, der andere vertreibt kein Gluten. Ich habe angefangen, wenn ich Leute einlade, einfach ein Glas Wasser auf den Tisch stellen und sagen, so, es hat so viel wie eine Wand, Gute miteinander. Dann mutzt wenigstens keiner, ja. Aber ehrlich gesagt bin ich mittlerweile lieber einfach alleine daheim und schaue ja den Schweizer Fernsehen. Ist jetzt auch nicht alles toll dort, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn es mein Arbeitgeber ist. Ja, also ist ja mittlerweile alles Mini-Dini, oder? Zuerst Mini-Bytes, Dini-Bytes, jetzt ist Mini-Schweiz, Dini-Schweiz. Wenn es so weitergeht, heisst einer gegen 100 bald Mini-Frage, Dini-Frage. Oder da, Samstag, ja, das heisst nachher der Mini-Karte, Dini-Karte. Das ist übrigens ein Format, das man auch hätte ein bisschen besser entwickeln können, das Mini-Dini, oder? Etwas machen, was die Leute gerne schauen würden, wie zum Beispiel «Mini-Frau, Dini-Frau». Live von dem Swingerclub in Egerkingen. Moderiert vom Sven Epine. Ja, das, ja, er ist neutral. Er ist neutral. Gut, ich will jetzt nicht nur sagen, dass es läuft bei uns im Fernsehen. Es gibt natürlich eine Sendung, die ich unglaublich gerne schaue. Und das ist der Samstaggast mit dem Reto Scherer. Kennen Sie den Reto Scherer? Der Reto Scherer, der so moderiert, dass neben ihm ein Kilby-Animator schwer depressiv wirkt. Reto Scherer kommt hin und sagt: «Schönen guten Abend miteinander, ganz herzlich willkommen zum Samstaggast hier aus dem wunderschönen Weinfelden, Kanton Thurgau. Ich habe für den Anfang der Sendung einen kleinen Witz mitgebracht. Sagt der Mann zu der Frau: Ich kann zwar nicht jassen, aber einen Schieber können wir trotzdem machen.» Dankeschön.